Es ist dort um eine Studie gegangen, die sie bei Christen gemacht haben. Und das sind nicht einfach nur so Christen, sondern das sind hochreligiöse Christen. Also das sind Christen, die es ernst meinen. Es geht eigentlich um das. Und sie haben so Thesen aufgestellt, dass Christen, die an eine neue Welt glauben, nicht Sorge tragen für die hier. Also das war so eine Anfangsthese von der Forschung. Und nachher haben sie gesagt, das hat sich nicht bestätigt. Und ich dachte, es geht ja genau um das. Wenn wir zu der Schöpfung Sorge tragen, zum Beispiel, dann tun wir den Schöpfer ehren damit. Danke Sandra vielmals für das Lesen aus diesem Buch. Das ist wirklich ganz treffend. Und nachher kommt so der Scanblick, oder? Hat der mir etwas zu sagen oder hat der mir nichts zu sagen? Ist das eine Autorität oder nicht? Und ich glaube, das kennt man eigentlich überall. Es ist nicht vielleicht immer so offensichtlich oder gerade so mit dieser Frage verbunden. Ja, was hat die Person mir zu sagen? Und es geht ja viel auch so ein bisschen darum, manchmal ist es der Skandalpresse, wo man gar nicht wissen, was denn die Person Gutes bringt, sondern man fragt eigentlich, ja, wie kann man die Person möglichst anschwärzen oder wie kann man die Person eben möglichst einen Skandal herbringen, dass es ein bisschen interessant ist. Leute loben und so, das ist manchmal viel weniger interessant, eben, wenn man einen Skandal beschwören kann, wenn man Leute auch ein bisschen schlecht machen kann, gerade in der Presse, in der Regenbogenpresse. Und ja, wie kann man das machen? Eben, es ist die Möglichkeit, dass man sieht, ja, der ist unzurechnungsfähig, oder? Oder man könnte sagen, ja, der hat sowieso zu wenig Kompetenz. Der gibt etwas vor, was er gar nicht kann. Oder eben über die Herkunft. Wessen bist du? Kann denn da aus dieser Familie etwas Gutes kommen? Und das Opfer kann sich dann rechtfertigen, er kann probieren, sich selber in einem besseren Licht darzustellen, aber vielfach eben die Meinungen sind gemacht. Ein Korrigenda in der Zeitung, das liest meistens niemand mehr. Nur die grossen Schlagzeilen. Und ich habe das Gefühl, bei Jesus ist es ähnlich, die Meinungen sind gemacht. Jesus hat gerade die Kritiker herausgefordert. Es ist darum gegangen, dass sie die Frau steinigen wollten. Und es ist dort darum gegangen, ja, was ist da für Sünde im Raum inne? Und er hat festgestellt, ihr könnt mir ja nichts nachweisen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts Böses gemacht. Und man hat auch den Eindruck, es geht diesen Leuten gar nicht darum, um die Wahrheit zu finden. Sie wollen auch nicht anerkennen, dass Jesus ja bereits, im Johannes sehen wir das so, bereits grosse Zeichen vollbracht hat. Wasser zu Wein gemacht, etc. Das sind Zeichen, die Jesus eigentlich würde als Messias identifizieren würde. Also für die Juden hätte es klar sein, wenn die Zeichen passieren, das ist der Messias. Aber sie will sich gar nicht auf das einlassen. Und ich habe mich gefragt, warum tut sich Jesus hier auf diese Diskussion einlassen? Warum tut der Johannes uns das ganze Gestürm, das über mehrere Verse rausgeht, wieso geht uns das der Johannes weiter? Der Johannes, der Evangelist, hat mit seinem Evangelium einen Auftrag oder ein Ziel verfolgt. Er will uns zeigen, dass Jesus der Herr ist. Er will uns zeigen, dass Jesus der Messias ist. Und ich glaube, gerade im heutigen Abschnitt kommt das ganz schön zum Ausdruck. Und ich danke euch auch, dass ihr die Bibelstelle so habt
uns so weitergeben. Ich habe mir nämlich das auch so ein bisschen überlegt. Jetzt kannst du mal die Folie einblenden. Genau, jetzt hat man noch ein bisschen andere Farben sollen nehmen. Also es wäre grün und rot, dass ihr so ein bisschen sehen könnt, wer der da redet. Haben wir nicht recht? Du bist ein Samaritaner. Und du bist sogar nicht nur ein Samaritaner, sondern du bist von einem Dämon besessen. Und Jesus tut dann eben Antwort geben. Und er sagt, schau, ich brauche mich eigentlich nicht zu verteidigen, weil Gott, der Vater, ist mein Fürsprecher, ist der Richter. Er steht für mich ein. Und so habe ich den ersten Punkt also überschrieben, er am Vater. Jetzt kannst du vielleicht gleich weiterklicken. Er am Vater. Ich glaube, das ist etwas, was wir bei Jesus immer und immer wieder sehen. Er gibt immer die Ehre am Vater. Du bist ein Samaritaner, du bist besessen von einem Dämon. Du bist unrein, du hast uns nichts zu sagen. Wir haben keinen Kontakt mit dir, wir wollen nichts zu tun haben mit dir. So weit fort wollten die Leute ihn stossen. Und er hätte ja da sagen, ja, aber schau, das ist so und so und so. Aber er tut die Ehre auf den Vater lenken. Es ist ganz ein gemeiner Schachzug, jemandem seine Herkunft abzusprechen. Also wenn ihr noch sagt, ja, hey, ich bin von dem und ich habe da den Stammbaum und ich habe aus dieser Familie. Und wenn wir sagen, nein, du bist nicht aus dieser Familie, du bist wahrscheinlich irgendein Uneheliges oder so etwas. Das ist wahrscheinlich gar nicht gut gegangen. Also das ist eigentlich ganz etwas Fieses. Und ich habe mich gefragt, sieht denn unsere Herkunft etwas über unsere Qualifikation aus? Ja, sicher. Wir können gehen mit über gute und weniger gute. Und sicher hat das einen Einfluss auf das, was wir sind. Aber nicht nur. Bei Jesus ist die Herkunft entscheidend. Er muss als Messias ein Sohn von David sein, ein Nachkommen von David. Aber wie auch so häufig bleibt eben Jesus nicht einfach nur beim Vordergründigen stehen, sondern er geht tiefer. Er probiert hier nicht seinen Stammbaum zu erklären, sondern er weist auf seine Taten hin. Mit dem, was ich tue, ehre ich meinen Vater. Weil es geht nämlich hier nicht um menschliche Taten, sondern es geht um die göttlichen. Gott ist mein Vater. Jesus drückt hier auch die tiefe Verbundenheit zwischen Vater und Sohn aus. Das ist ja ein Geheimnis, das der Teufel immer wieder probiert auseinanderzubringen. Gerade mit der Versuchung, die er Jesus in die Wüste geführt hat und gesagt, komm, bet mich an und ich gebe dir alles. Du sollst mächtig sein. Und Jesus hat das nicht zugelassen. Er hat gesagt, ich lasse es nicht zu, dass da etwas zwischen mir und der Vater kommt. Wer der Sohn nicht annimmt, ehrt der Vater nicht. Wer der Sohn nicht annimmt, ehrt der Vater nicht. Als Beweis für das führt Jesus das ewige Leben an. Wer mir folgt, wer mir nachfolgt, wer auf mich lässt und tut, was meine Worte sind, der wird der Tod nicht einmal schmecken. Stellt euch das vor. Und das ist so ein Wort, das heisst probieren. Also vielleicht, wenn das eine von euch kochen und das andere kommt, mit einem Löffel probieren. Ich weiß nicht, ob ihr das macht. Die machen es manchmal. Oder die Judith sagen, ja, komm, heute probieren. Komm, heute probieren. Und das ist ja eigentlich jetzt im Negativsinn, also wer mir nachfolgt, der wird den Tod nicht einmal schmecken, der wird nicht einmal den Gau vom Tod zu versuchen bekommen. Und für uns ist das manchmal gar nicht so recht, wir können das gar nicht so recht einordnen.
Und ja, hier die Leute die auch auf das hinweisen. Wie kannst du das sagen? Eben, die Propheten, die sind gestorben. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir uns auf das einlassen dürfen. Dass wir Jesus auch ein bisschen herausfordern dürfen. Ja, das hast du gesehen. Und ich will das als Geschenk annehmen. Freigesprochen sein. Ewig dürfen zu leben. Und natürlich, es ist ein Geschenk. Doch, wenn wir in dieser Freiheit leben und du Verstehung unsere Perspektive ist, dann ist es mehr. Dann tun wir sogar Gott ehren damit. Sind wir uns das bewusst? Also so wie wir als Christ leben, tun wir Gott ehren. Und ich durfte gestern in Biel an dieser Stopp-Armut-Konferenz sein. Und es ist darum gegangen, sie eine Umfrage gemacht. Genau, lieber Gruß. Es ist dort um eine Studie gegangen, die sie bei Christen gemacht haben. Und das sind nicht einfach nur so Christen, sondern das sind hochreligiöse Christen. Also das sind Christen, die es ernst meinen. Es geht eigentlich um das. Und sie haben so Thesen aufgestellt, dass Christen, die an eine neue Welt glauben, nicht Sorge tragen für die hier. Also das war so eine Anfangsthese von der Forschung. Und nachher haben sie gesagt, das hat sich nicht bestätigt. Und ich dachte, es geht ja genau um das. Wenn wir zu der Schöpfung Sorge tragen, zum Beispiel, dann tun wir den Schöpfer ehren damit. Es geht nicht darum, dass das alles perfekt ist. Und ich freue mich darauf, dass das Gott wieder wird neu schaffen. Aber wir dürfen Gott ehren. Und das ist, wenn das Evangelium in unserem Leben Hänge auf Füße bekommt. Jesus, er ist nach dem gegangen. Durch meinen Dienst, durch mein Tun, durch mein Unterwegssein, will ich nichts anderes als der Vater zu ehren. Und Jesus gehört mit dem Vater zusammen, aber er ist uns auch ein Vorbild. Und dann ist mir so ein anderer Aspekt noch so entgegengekommen. Wenn wir den Vater ehren, oder bei Jesus, wenn er den Vater ehrt, ist es auch der Vater, der ihn ehrt. Die Ehre vom Vater. Zuhörer will Jesus nicht die Ehre geben. Du kannst vielleicht den zweiten Textabschnitt einblenden. Wir sehen das hier. Also die Zuhörer sind nicht bereit, Jesus die Ehre zu geben. Weil sie nicht bereit sind, sich auf Jesus und auf das, was er sieht, einzulassen. Und jetzt wird ein weiteres Argument ins Feld geführt. Es mag sein, dass du tatsächlich ein Jude bist. Und es mag sogar sein, dass du vom Abraham abstammst. Aber deine Worte können nicht zum Leben führen. Weil, ja genau, der Abraham auch gestorben ist. Also wenn das wahr wäre, dass mir nicht einmal der Tod wäre schmecken, dann wäre ja der Abraham nicht gestorben. Der ganze Glaube, ihren Stolz, ihre Herkunft, mache ich da Kritiker, die da als Juden beschrieben werden in diesem Text, bei ihrem Stammvater am Abraham fest. Das ist etwas, was ich mit meinem Vater manchmal ein bisschen kämpfe. Das habe ich auch schon gesehen. Der kann manchmal erzählen von früher. Und er kann erzählen von früher, wo er noch gar nicht gelebt hat. Und er kann das so farbig erzählen, dass man das Gefühl hat, er wäre selber bei der Schlacht vom Orten dabei gewesen. Dann haben wir auf das Dach gegeben. Haben wir, oder? Dann sagen wir aber, ja, du bist ja gar nicht dabei gewesen. Oder so. Andere Sachen. Unseren Ruhm können wir nicht irgendwo bei unseren Vorfahren festmachen. Natürlich, es ist schön, wenn man Vorfahren hat, die etwas vollbracht haben, die etwas zustande gebracht haben, aber unseren Raum können wir nicht dort festmachen. Unsere Vorfahren sind tot. Und wir können unsere Leistung auch nicht bei unseren Vorfahren festmachen.
Und ich habe ein Bild ausgewählt. Das ist der König Charles, der jemanden zum Ritter schlägt. Und das habe ich so etwas Schönes gefunden. Natürlich, das sind Leute, die eine Leistung vollbracht haben. Aber das ist eben genau der Kniff beim modernen Ritter in England. Also da kann jeder Ritter werden. Jeder kann Ritter werden. Und da geht es nicht mehr darum, dass mein Vater auch schon ein Ritter war und auch schon ein Adliger war, sondern wenn ihr irgendwie etwas Grosses vollbracht habt, ein grosser Maler, ein grosser Künstler seid, ein grosser Wissenschaftler, dann kann es sein, dass der König euch aufbietet und euch zum Ritter schlägt. Wahrscheinlich wird das jetzt bei den Schweizern nicht so passieren. Er hat wahrscheinlich eher die Briten, die er bevorzugen. Aber das ist auch etwas, eben, es geht nicht um die Herkunft, sondern er kommt vom Vater. Jedes hat Zugang zu dieser Ehre. Jedes hat die Möglichkeit. Und ich glaube, wir müssen ganz gut aufpassen, dass wir eben nicht so in einen Ahnenkult hineingehen. Mir sind da so Missionsgeschichten in den Sinn gekommen, als ich über das nachgedacht habe. Und da gibt es Völker, die richtig unter dem leiden, dass man noch etwas muss opfern, den Ahnen, weil die da noch irgendwo rumgeistern. Ich habe von einem Bericht gelesen von Afrika, wo sie den Leuten gelernt haben, wie dass man gut den Acker bearbeiten kann, wie dass man etwas Gutes daraus herausgewinnen kann, wie dass er fruchtbar wird. Und sie haben festgestellt, dass die Leute nicht auf den Acker gegangen sind, weil ihnen etwas hergetan hat und hat gesagt, schau, da sind noch Geister von den Ahnen und die plagen euch plagen, wenn ihr jetzt da auf den Bitz geht. Schlimm. Aber ich denke, wir sind gleich, eben wie ich es vorhin schon angetönt habe, von meinem Vater, oder ja manchmal auch ein bisschen die Tendenz, dass man ja ein bisschen die Ahnen gross herstellt, dass man nicht so in einen Kult geht. Also im Negativen wie im mutmaßlich Guten. Wir werden nicht von unseren Ahnen geknechtet. Gott hat zum Abraham geredet. Und Gott hat zum Abraham geredet und gesagt, alle Völker von dieser Erde sollen durch dich gesegnet werden. Nicht, weil du der Held bist, sondern weil Gott das will. Und Gott will nicht, dass wir eben jetzt der Abraham loben und der Abraham huldigen, sondern weil Gott in sein Leben eingegriffen hat, ist er unser Beispiel, der Abraham. Und Gott hat gesagt, durch dich sollen die Völker, alle Völker von dieser Erde gesegnet werden. Weil er eben schon hat gesehen oder schon das geplant hat, dass der Messias, der Retter von der Welt, aus dieser Linie rauskommt. Er wird den Menschen vom Vater zugesprochen. Und nur vom Vater. Und warum das? Weil wir seine Kinder dürfen sein. Weil wir seine Kinder dürfen sein. Und ich glaube, das ist so ganz wichtig. Gott hat nur Kinder und keine Grosskinder. Jedes darf ein Kind von Gott sein und darf die Ehre, die Wiederherstellung von ihm zugesprochen bekommen. Aber eben, weil wir Kind sind und nicht, weil wir Grosskind sind. Beim dritten Textabschnitt oder beim dritten Hin und Her, da kannst du es einblenden. Kommt so das drinnen vor, ja, du junger Schnaufer. Du junger Schnaufer, oder? Ja, wann ist man denn alt genug, dass man die Weisheit begriffen hat? Du bist ja noch nicht einmal 50. Und dann dachte sie sind noch relativ vorsichtig, oder? Sie hätte können sagen, du bist ja nicht einmal 40. Weil wir wissen ja, Jesus ist, glaube ich, ungefähr so mit 35 ist er gekreuzigt worden und gestorben. Also sie sind da noch sehr vorsichtig. Aber du bist ja noch nicht einmal 50, du weißt ja nichts. Du kommst nicht raus. Also ganz ein fieser Angriff.
Und ich glaube, das ist auch etwas, was immer wieder zum Thema wird. Paulus schreibt das am Timotheus, niemand soll dich wegen deinem Alter verachten. Niemand soll dich wegen deinem Alter verachten. Es ist nicht das, was uns wichtig macht. Für Menschen mag das eine Berechtigung haben. Und ich glaube, es ist wichtig, wir brauchen eine Lebenszeit für Erfahrungen zu sammeln, für Wissen anzueignen. Und es heißt ja sogar von Jesus selber im Lukas 2,52. Und Jesus nahm an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen zu. Der Text aus dem Lukas 2 ist aus dieser Geschichte heraus, wo Jesus auf 12-Jährigen im Tempel sich mit den Gelehrten unterhaltet. Und wir lesen dort auch, dass sich die Anwesenden gewundert haben über die Weisheit und den Verstand von seinen Antworten. Jesus, der Sohn Gottes, steht außerhalb von Raum und Zeit. Aber er ist auf die Erde gekommen. Er hat sich willentlich unseren irdischen Gesetzen, Naturgesetzen unterworfen. Er ist Mensch geworden. Im Philipper lesen wir das. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Jesus probiert das hier den Zuhörern zu erklären. Er sieht da, ich versichere euch, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Fällt noch etwas auf an diesem Satz? Genau, ist mir auch aufgefallen. Genau. Er sieht, bevor Abraham geboren wurde, bin ich. Excuse. Nur eben nicht war ich. Und das ist ganz etwas Zentrales. Also, ob das dann war oder jetzt, es ist eben die gleiche Zeit. Jesus ist außerhalb von Raum und Zeit. Und darum kann er eben sagen, er habe den Abraham gesehen. Der Abraham hat sich gefreut auf ihn. Und er tut das so darstellen. Jesus steht außerhalb von Raum und Zeit. Und das ist für die Zuhörer zu viel. Und ich finde es dann ganz schön, also ist nicht in dem Sinn optisch schön, wenn sie ihn da probieren zu steinigen am Schluss. Aber Jesus konnte sich vor ihnen in Sicherheit bringen. Und das könnte man auch übersetzen, er ist verschwunden. Er ist von ihnen verschwunden, vor ihnen verschwunden. Und das ist eben, sie hatten keine Macht gehabt, auf ihn zuzugreifen. Also Jesus tut immer auch durch seine Handlungen das Gesehene unterstreichen. Und das ist ganz etwas Simples. Er ist da einfach davon gegangen. Aber er hat damit den Leuten zeigen, schau, ihr habt keinen Zugriff auf mich. Es sind nicht die über mich bestimmen, sondern ich bin der Herr. Und so tut er eigentlich das Gesehene unterstreichen. Ich bin der Herr über Raum und Zeit. Ist da außerhalb von Raum und Zeit. Was machen wir mit all dem? Was machen wir mit all dem, was wir jetzt hier gesehen haben? Eben die Ehre am Vater geht, die Ehre vom Vater überkommen, Jesus, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Wie will wir mit dem Jesus umgehen? Ich glaube, Jesus lädt uns immer wieder in seinen Worten ein, ihm nachzufolgen. Er lädt uns ein, ihm nachzufolgen. Und wie es hier auch so beschrieben wird in diesem Text, die Beziehung von Vater und Sohn, er lädt uns ein, seiner Kind zu sein. Und wir dürfen von ihm den Freispruch und ewiges Leben bekommen. Von ihm, der außerhalb von Raum und Zeit steht. Von dem, was ist, bevor wir sind. Und noch wird sein, wenn wir schon lange nicht mehr sind.
Wie wollen wir, wie willst du, wie will ich mit dem Jesus umgehen? Amen.